Heute werde ich ein paar Sachen verraten, was da so abgeht hinter den Kulissen, wenn man einen Doc-Film dreht. Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ich hoffe, die meisten von euch haben es gesehen. Am nächsten Sonntag, Nachmittag um 20:04 Uhr, zeigt das Schweizer Fernsehen, SRF 1, mein 90-minütiger oder sogar 100-minütiger Doc-Film «Gegenwind». Und heute werde ich so ein bisschen verraten oder erzählen, was da hinter den Kulissen so ein bisschen abgegangen ist. Oder speziell ein bisschen aus meiner Sicht. Die Herausforderung bei diesem Film für mich war ganz klar das Wasser. Und wie ihr euch vorstellen könnt, Filmkameras und vor allem Mikrofone haben nicht so gerne, wenn man sie dunkelt. Und darum habe ich im Vorfeld schon recht auf eins mit darum da, wie kann ich das Zeug schützen gegen nicht nur Wasser von unten, also vom Meer, sondern auch Wasser von oben, wenn es jemand schifft und stürmt. Und da gibt es Lösungen von mehreren tausend Franken oder so, wie ich es gemacht habe. Ich habe mit Ködersäcken, mit durchsichtigen Ködersäcken gearbeitet und ein bisschen Löcher rausgeschnitten, dass ich zu den Knöpfen bekomme, zu den Reglern. Oder mit neutralen Latex-Kondom, Mikrofon überstülpt, damit das Wasser nichts macht. Und der Ton aber gleich dadurch geht, ich habe es dann so ein bisschen weggeschissen. Und das hat aber auch tiptop funktioniert. Von dem her ist mir das Material nicht abgelegen durch das Wasser. Im Nachhinein, langfristig, hat es aber dann schon ein bisschen zu Rost geführt. Mein Gimbal ist da irgendwie komplett verrosten. Und die Kamera hat dann so ein bisschen Salzkrusten gehabt und hat den Wiederverkaufswert sicher ein bisschen gemindert. Im Nachhinein hat sich dann herausgezeigt, dass die Schwachstelle von meinen Aufnahmen ist der Ton war, weil der Wind da eine riesige Rolle gespielt hat. Also, das hat so ausgesehen, dass im Idealfall habe ich da bis zu 6 Kameras gleichzeitig im Einsatz gehabt, und zwar über GoPros, nachher meine Hauptkamera, dann B-Kamera, zum Teil hat der Michele, der Fotograf, Michele Di Fede auch noch, er war der Drone-Operator. Ich selber hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Drohne, hat mir das nicht zugetraut, und er hat das natürlich meisterlich gemacht. Und das waren also zum Teil x Kameras im Einsatz gewesen. Und die Schwierigkeit war jetzt zum Beispiel auch, dass man ja nie gewusst hat, wann wird es denn wirklich ernst. Und weil Batterien kann man zwar wechseln, bei den Kameras, die ich in Reichweite hatte, aber wir hatten zum Beispiel auch Kameras auf dem Boot fix gesetzt, da bin ich nicht einfach dazugekommen. Also hat man ein bisschen haushälterisch umgehen und ein bisschen das Gespür entwickeln, wann muss ich jetzt da auf Recording-Knopf drücken. Das war sicher eine Herausforderung, weil ich ja den Rüdi und Lars nicht zumögen, wenn es die gekentert hat. Ich nicht sagen, oh Giel, sorry, ich habe es nicht gefilmt. Könnt ihr das Ganze wieder aufstellen, dann die Kompanie zurück und das Ganze noch eins machen. Also geht ja eben beim Doc-Filmen nicht, das ist ja das Schöne. Und das ist aber, glaube ich, auch eines von meinen Talenten, dass ich eben das Gespür habe, wenn das allenfalls Sachen passieren können. Und das muss ja nicht unbedingt bei den offensichtlichen Momenten sein, bei Starkwind und ähnlichem Zeug, sondern das kann sein in einer ruhigen Minute, wenn man einfach merkt, oh, jetzt ist eine gewisse Spannung in der Luft, da kann sich etwas entladen oder könnte sich etwas ergeben, und dann muss man halt einfach dabei sein und die Kamera am Anschlag haben und bereits idealerweise schon im Film sein. Und das habe ich. Und ich denke, das werdet ihr auch im Film sehen, dass ich es geschafft habe, die entscheidenden Szenen wirklich einzufahren. Und wie gesagt, das Problem war der Wind an und für sich, weil der Wind ist der Gegner von jedem Mikrofon. Und auch wieder aus Wassergründen habe ich da, normalerweise hat man ja so Dead Cats, also so, sagt man denen hier, ich weiss nicht mal, wie man das auf Schweizerdeutsch sagt, so einfach Schutz über ein Mikrofon, da sieht es manchmal im Fernsehen, wenn sie Interviews machen, haben sie da so Schaumstoff und zum Teil so haarige Sachen dran. Das funktioniert aber eben im Wasser alles nicht. Und da ist einfach die Gefahr, dass wenn man Wind hat, dass das ausschlägt. Und das kann ich auch nicht korrigieren. Das ist, wenn die Membrane vom Mikrofon einfach wirklich physisch anschlägt, gibt es so ein Störgeräusch und das kann ich auch nicht rausnehmen. Und da hat sich dann herausgestellt im Nachhinein, dass ich da nach Stunden, respektive sogar Wochen,
musste Tonaufzeichnungen korrigieren. Und das ist auch etwas, was sicher eine Herausforderung war. Ich kann es zum Beispiel auch hier vorab nehmen, dass zum Beispiel in diesem ganzen Film, wenn es um die Ambiance geht, also wenn ihr seht, wenn sie auf dem Segelschiff manövrieren und die Segel umschlagen, oder wenn ein Segel im Wind fährt an flattern, weil es vielleicht nicht ganz ausgerichtet ist schon, habe ich das alles manuell nachher vertont, weil ich einfach den Ton nicht sauber hatte. Und das bedeutet, dass effektiv jedes Segelflattern oder Gesät habe ich manuell nachher vertont. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel mit Wellen. Also jedes Wellen, das ihr seht, das an die Hülle vom Boot schlägt, habe ich schlussendlich manuell auch nachher vertont. Also unglaublich, was für einen Aufwand dass man da im Nachhinein macht. Ja, wenn man eben, ja, Anführungszeichen, wenn Fehler passieren mit so Sachen. Und das ist jetzt so etwas, was ich vielleicht beim nächsten Film anders machen würde. Ich würde viel mehr Aufmerksamkeit auf den Ton geben, weil das ist nicht zuletzt nach dem Bild einfach der grösste, entscheidende Träger, der die Story erzählt. Stellt euch vor, ihr schaut etwas an und dann ist da kein Ton oder schlechter Ton, das nervt relativ schnell. Das war eine grosse Erkenntnis und auch Hindernis schlussendlich bei Nacharbeit. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich über 80 Stunden Filmmaterial gehabt. Und ihr könnt euch da vorstellen, das muss man mal alles einmal anschauen und sortieren. Und dann schaut man es ein zweites Mal an, bis man wirklich sozusagen jeden Clip im Kopf gespeichert hat. Und erst dann kann man sich eigentlich dran machen, den Film zusammenzustellen. Erst wenn man im eigenen Kopf einfach die Bibliothek verinnerlicht hat, erst dann kann man anfangen. Also da hatte ich Monate gehabt, einfach schon um Rohmaterial anzuschauen, bis ich überhaupt mich dran machen irgendeinen Rohschnitt zusammenzustellen. In diesem speziellen Fall habe ich jetzt zum Beispiel softwaremässig Kübel gemacht. Und dann, wenn ich dann die Clips angeschaut habe, habe ich Kübel kreiert für jeden, der da mitgemacht hat. Also für einen Lars, für einen Rüdi, für einen Giovanni, für einen Ago etc. etc. Ich hatte auch Kübel, wo ich also einen Katamaran drin hatte. Und da hatte ich Kübel, Katamaran schnell, Katamaran medium, Katamaran slow. Dann hatte ich Brennweiten, zum Beispiel ein Kübel gemacht für alle Aufnahmen, die ich mit dem Teleobjektiv gemacht habe. Dann hatte ich ein Kübel mit Weitwinkel, also Close-Ups oder Weitwinkel. Ich hatte Kübel mit High-Energy-Stuff und mit Low-Energy. Ich hatte Kübel mit Abendstimmung und Morgenstimmung. Ich hatte Kübel mit der Begleitmannschaft. Und dann habe ich da wie ein Maler sich seine Farbtöpfe zusammengestellt. Da habe ich mir einfach überall die Töpfe zusammengestellt mit diesen verschiedenen Zutaten. Und habe dann die Geschichte so erzählen. Wenn ich dann bei einer gewissen Szene ein bisschen mehr Intensität braucht, bin ich dann ins Töpfchen einfach hohe Intensität. Bei denen schauen, ob ich Aufnahmen finde, die ich brauchen könnte jetzt für diesen Moment. Oder wenn es Sachen geht vom Boot, wenn ich wollte einen Tagesablauf erzählen und dann habe ich mir einfach Kübel Boot schnell nach rechts und Boot schnell nach links. So. Das habe ich, wenn die eine Wendung gemacht haben und dann auf einmal nach links gefahren, habe ich wieder in das andere Töpfchen und schauen, passen da Sachen zusammen, die dann zusammengestellt so einen Tag widerspiegeln. Also, insofern ist die Geschichte zusammengestellt mit alles echten Aufnahmen, da ist nichts gestellt, aber es ist nicht immer in der richtigen Reihenfolge und so muss ich halt als Doc-Filmer die Freiheit haben, eine Story zu lieben, gewisse Sachen können, also eine gewisse Fiktion gehört auch beim Doc-Film halt dazu. Das Gleiche habe ich dann gemacht für die Töne, da hatte ich Kübel mit Wellen zum Beispiel, nachher Wellen laut, Wellen leise, dann überschlagende Wellen und so Sachen. Oder dann Windgeräusch, einfach Starkwind, Normalwind, Starkwind, einfach verschiedenste Starkwindaufnahmen.
Und dann aber auch Aufnahmen mit Schuhen, die über Asphalt laufen, oder ein Gabeln beim Essen, oder Leute, die zusammen reden, oder ein Brutzeln auf dem Grill, oder Hintergrund Vögel. Und dann einfach überall die Töpfe mir schlussendlich zusammengestellt, für das, wenn ich näher am Schneiden war, sie nicht individuell immer wieder unterbrechen musste, für etwas, ein fehlendes Puzzleteil zu suchen, sondern dann habe ich das dann einfach, habe ich mir Monate Zeit genommen, einfach wirklich die Kübel zu befüllen, und dann konnte ich dort raus und zusammenstellen. Und dann hat man dann auch irgendeine gewisse Vorstellung, wie ich die Geschichte erzählen will. Es ist ja auch spannend, dass ich eigentlich an das Projekt her bin, und da hat man eine gewisse Vorstellung, wie das Projekt zum Ende kommt, und auch dort hat man sich ja gewisse, also hier ist ja ganz klar, das ist ein Projekt, ein Erfolgsprojekt, so ist mir das angegangen, und in jedem Erfolgsprojekt will man am Schluss natürlich Bilder haben mit den Armen in der Luft über die Ziellinie, und so habe ich den ganzen Film eigentlich ein bisschen angedenkt, weil man auch beim Doc-Filmen muss ich im Vorfeld so ein bisschen wie ein Skript haben, wie ein Handlauf, dass ich auch während das Zeug passiert, dass ich mich wieder ein bisschen darauf zurückbeziehen kann, ich will eigentlich etwa die Geschichte erzählen, weil wenn ich vor Ort auf einmal entscheiden muss, wo haben jetzt die Kamera her, dann ist das zum Teil noch recht schwierig. Also habe ich im Vorfeld so ein bisschen eine gewisse Vorstellung erarbeitet, wie ich die Geschichte erzählen will, wie das hoffentlich auch ein bisschen abläuft. Und dann müsst ihr den Film schauen, um zu sehen, ob das dann aufgegangen ist oder nicht. Und wenn das dann nicht aufgegangen wäre, stellen das sich natürlich wieder neue Herausforderungen, indem dass man blöd gesagt, wie die Geschichte verliert. Weil man dann die entsprechenden Bilder gar nicht machen konnte. Also das ist recht eine spannende Sache. Und da empfehle ich nur, wirklich dort mal reinzuschauen. Und dann versteht ihr dann auch, was ich damit sagen will. Dann gibt es einen Rohschnitt, dann schaut man den an. Und es war mir auch wichtig, dass ich den Rüdi und den Lars relativ früh einbeziehen in die Geschichte, die da entsteht. Weil ihr könnt euch vorstellen, alle die mit Kunden zu tun haben, ist zum Teil, wie soll ich sagen, kann es frustrierend sein, wenn man etwas fast fertig hat und dann präsentiert man das dem Kunden und die sagen dann, das gefällt mir aber gar nicht. Oder? Und das wollte ich vermeiden, weil ich wusste, dass es ein grosser Aufwand ist. Und zum Glück hat der Lars wie der Rüdi sind da herzhaft der Feuer und Flamme dabei gewesen, weil das bedeutet auch die Seite von ihrer Seite, die haben das immer wieder anschauen, sich Gedanken machen und mit Vorschlägen kommen. Und da waren sie aber super dankbar gewesen, zum Zusammenbügeln. Da an dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Lars und Rüdi. Die haben mich da auch im Nachgang, nach dem eigentlichen Challenge, voll unterstützt mit unzähligen Stunden, wo wir da zu dritt haben so Rohmomente angeschaut und zusammen entschieden haben, wie tweaken wir diese Sachen, wie geht man da weiter. Oder wie löst man gewisse Sachen. Zum Teil hat es noch spannende Diskussionen gegeben, weil der Lars ist natürlich als Profi, als ehemaliger Profi-Segler, ihm ist es wichtig gewesen, dass das Ganze glaubwürdig überkommt. Also in Anführungszeichen, dass, wenn ich zum Beispiel das Gefühl hatte, ich kürze jetzt ein bisschen ab und dann sieht man das Boot mal mit dem Segel links und nachher in der nächsten Einstellung sieht man das Segel rechts. Oder ist vielleicht nicht ganz gleich zurt oder im Wind gestellt. Hat er mir dann natürlich sofort den Zeigefinger drauf gehauen und gesagt, nein, das ist nicht glaubwürdig, weil das würde so nie abgehen. Und dann hat man auch ein bisschen diskutieren. Ist jetzt wichtiger die Authentizität im Detail oder tut man eine Story zu lieb zum Teil halt bewusst so Sachen in Kauf nehmen? Und da haben wir uns auch immer wieder finden. Mal ich musste nachgeben und sagen, was, du hast recht, das kann man wirklich nicht machen, würde mich auch nerven, wenn ich einen Film mache über ein Thema, wo ich der Profi wäre. Und handherum haben manchmal schon der Rüdi und ich, der Lars, überzeugen, schau, über Story zu lieb, machen wir jetzt da einfach, gehen wir bewusst den Fehler ein. Also ich wollte damit sagen, es war noch so ein spannender Ablauf gewesen.
Und was ich jetzt im Nachhinein auch noch anders mache, etwas, was man im Vorfeld eben nicht daran denkt, ist, sie haben von den Sponsoren zum Beispiel T-Shirts und Trikots bekommen und zum Teil auch Ausrüstung wie Brillen etc. Und dann ist mir leider nicht aufgefallen, dass zum Teil haben sie, ich sage jetzt etwas, leuchtgelbe Sonnenbrillen angehabt, dann haben sie aber auch weisse Sonnenbrillen angehabt, oder sie haben ja ein schwarzes Trikot gehabt und ein blaues Trikot, Entschuldigung. Und im Moment des Filmen habe ich das zu wenig beachtet. Und im Nachhinein, wenn man dann Sachen zusammenschneiden und abkürzen muss, merkt man dann auf einmal, oh, jetzt haben sie eine leuchtgelbe Sonnenbrille an, dann kehrt das Boot, macht eine Wende und dann haben sie auf einmal weisse Sonnenbrille an. Und dann habe ich dann zum Teil Sachen nicht brauchen, genau aus so Sachen. Und im Nachhinein, wenn ich da wieder so ein Projekt mache, würde ich im Vorfeld dann schon sagen, hey, es gibt einfach eine Farbbrille, es gibt eine Farbtrikot und das macht dann auch wieder die Arbeit für einen Filmer halt viel einfacher. Also das ist so ein anderes Müsterli, was da erst im Nachhinein dann halt einem auffällt und man dann gewisse Konsequenzen davon hat. Was ich kann sagen, ich habe auch das Material im Doppel eigentlich mitgenommen. Also ich hatte eine Hauptkamera, eine Backup-Kamera, ich hatte einen Gimbal, das ist ein Stabilisator, weil auf dem Begleitboot und auf dem Katamaran selber hat es natürlich dauernd geschlagen. Und das hat unbrauchbare Bilder gegeben. Also habe ich so einen Stabilisator gebraucht, der die Kamera schön schwebend behaltet. Und da habe ich auch im Doppel dabei gehabt, einfach immer im Hinblick, dass wenn etwas passiert, habe ich einen Ersatz. Und ich habe vorher auch schon entlang dieser ganzen Küste, Mittelmeerküste, versucht, so Fachgeschäfte rauszuschreiben, wo ich die Hoffnung hatte, wenn alles in die Hose geht, muss ich mich durchkämpfen bis zum Beispiel in Cannes oder so, wo ich irgendwie die Hoffnung hatte, dort gemäss Internet sollte es einen grösseren Filmladen haben oder Fotoladen, wo ich Sachen kaufen konnte. Habe ich zum Glück nie gebraucht, ich konnte alles abdecken mit Material, das ich halt dabei hatte. Insofern war das super gewesen. Und dann ist die Sache losgegangen und das Schöne für mich war, dass ich halt jeden Tag immer wieder von vorne mich auf das konzentrieren konnte, was ich am liebsten mache, und das ist Geschichten einfahren. Und darum werde ich auch die Zeit nie vergessen. Es war eine unvergessliche Zeit. Wir hatten ja ein Begleitteam dabei, das immer wieder auf den Zeltplätzen so ein Camp aufbauen und da habe ich mich alles auch nicht darum kümmern. Ich, der eigentlich gewohnt bin, alleine so Geschichten von A bis Z zu planen, habe das extrem genossen. Da konnte ich wirklich nur auf das Filmen konzentrieren. Das ist ein Luxus, den ich so nicht gekannt habe. Und ich aber sehr geschätzt habe. Und dann habe ich auch gerne in Kauf genommen, dass man zum Beispiel als Filmer oder der Fotograf, der Michele, wir sind die am Morgen am 1. zum Zelt ausgekrochen, weil wir müssen festhalten, wenn die anderen zum Zelt rauskommen. Und wenn man dann am Abend geschlagen auf dem Zeltplatz ist angekommen und alle sich duschen, hat bei uns dann eigentlich der Tag dann noch nicht aufgehört, sondern man musste alle Aufnahmen sichern und Backup machen und dann auch wieder filmen, wenn sie in den Zeltchen verkrochen sind und das Licht angemacht haben. Also da hat man dann auch die Stimmung natürlich einfangen. Also da ist man dann schon 24 Stunden am Tag immer wieder am Abschätzen, ist jetzt das eine Stimmung, die ich einfangen will oder nicht. Und das hört nicht auf, wenn das Boot näher in den Hafen ist gekommen. Das ist sicher etwas, was halt der Michele, der Fotograf und ich so durcherlebt hat und die anderen vielleicht das nicht einmal unbedingt so aufgefallen ist. Aber es zeigt sich halt auch, dass man dann einen Vorteil hat, wenn man auch körperlich zu Weg ist und das dann auch mal durchstehen. Und und das haben wir beide eigentlich gut gehabt. Der Michele ist natürlich ein Überlebenskünstler und ich zähle mich da auch ein bisschen dazu und so hat es auch bestens geklappt. Es war für mich auch extrem gut gewesen, einen Fotograf dabei zu haben, weil es war auch spannend war, den Unterschied zu sehen. Weil der Fotograf zum Beispiel, der hat einfach eine Chance, oder? Der hat ein Bild oder muss eine Emotion, eine Situation einfangen. Und das ist jetzt etwas, was ich nicht könnte. Also ich werde vielfach gefragt, wenn ich von einem Kunden einen Auftrag bekomme, etwas zu filmen, heisst ja bald, du kannst noch ein Foto machen, wenn du ja dann schon dran bist. Und dann muss ich immer überzeugt sagen, nein, das kann ich nicht.
Und es gibt ja Leute, die das nicht so begreifen. Aber es ist einfach so, ich habe das Auge nicht, für in diesem Moment eine Chance zu haben. Was ich habe, ist, oder, mit Filmen habe ich 24 Bilder in einer Sekunde und meistens kann ich so einen Clip, man sagt so 6 bis 10 Sekunden, länger wird es dann langweilig für den Zuschauer. Also, ja, man kann es ausrechnen, 10 Sekunden, man hat 240 Bilder Zeit, eine Situation einzufahren und ich kann mit dem viel besser umgehen, wenn ich nur eine Chance habe. Blöd gesagt. Und auf der anderen Seite ist es aber für einen Fotograf sicher nicht einfach, der vielleicht auf einmal den Auftrag bekommt, du dann noch ein bisschen filmen. Weil mit Filmen wird es eben schnell langweilig, wenn der Fotograf muss versuchen, aus seinem Blickwinkel zu filmen. Ist das meistens visuell sehr spannend, ein kurzer Moment, und dann passiert aber nicht viel. Das ist einfach so, wie er die Welt sieht. Und ich habe natürlich das Gespür, dass ich weiss, ich muss da in eine Pan hineingehen oder ich muss ein bisschen drauf loslaufen, weil ich das Gefühl von Nähe schaffen. Also mit dem Bewegen von meiner Kamera tue ich nicht nur die Bewegung dort draussen einfahren, sondern ich verstärke nachher möglichst in meinem Kopf, was das Publikum sollte fühlen, was für Emotionen, wo etwas auslöst, was passiert. Und ich versuche das dann mit der Bewegung der Kamera selber noch ein bisschen zu unterstreichen oder hervorzuheben. Und das ist halt etwas, was ich dann als Filmer einfach im Gespür habe und machen kann. Und das war aber super gewesen, wenn wir zu zweit eine Situation analysieren, die wir erwartet haben, die jetzt passieren. Einfach zu meinen Gespüren, wie er die Sache, die Situation angeht und das zu vergleichen, wie ich das mache. Und das war eine super Erfahrung. Sonst sind wir beide eigentlich vielfach auf einem Begleitboot. Wir haben ein Begleitboot, Zodiac, ein Gummiboot mit Motor. Und das hat uns natürlich dann ermöglicht, da recht frei uns um das Boot herum zu bewegen. Und zum Teil sind wir aber dann auch der Landcrew nachher, weil wir irgendwann mal auch man hat einfach gespürt, dass das Team extrem wichtig ist. Da sind einerseits die zwei Protagonisten, der Lars und Rüdi, natürlich als Hauptträger dort draussen unterwegs, aber schlussendlich ermöglicht es auch nur, das zu machen, weil eben das Team hinten dran alle Runzeln hat ausglättet, blöd gesagt, oder alle Falten glättet. Und das ist dann etwas, das ich sicher auch festhalten wollte. Man hat einfach gemerkt, das ist Teil dieser Geschichte. Und dann musste ich dort zum Teil halt auch wieder rausspüren, heute könnte es jetzt einen langweiligeren Tag geben auf dem Meer und jetzt wechsle ich lieber zur Bodencrew, hat ich bald gesagt, zur Mannschaft, zur Küstenmannschaft, und wenn sie das nicht hat dürfen, weil man das Gefühl hatte, heute könnte etwas auf dem Meer passieren. Also es ist einfach sehr spannend immer wieder, sehr, sehr herausfordernd, aber eben auch immer wieder alltag die Chance während einem Monat einfach auch immer wieder neu den Tag versuchen zu planen als Filmemacher, wie könnte ich es noch neu erzählen. Und das, glaube ich, unterscheidet dann auch einen Filmemacher, der Leidenschaft hat, von einem Filmemacher, der einfach einen Job hat, in dem dass man irgendwann mal in eine Routine reinkommt und das ist an und für sich auch gut genug. Und dann gibt es aber eben auch die, und jetzt zählen wir da dazu, die dann eben nicht genug hat, die sich dann überlegt, wo könnte ich jetzt noch her schnacken und raufkraxeln, so dass ich einen Blickwinkel einfahren kann, den ich noch nicht abgedeckt habe, oder wo ich dem Zuschauer kann noch etwas bieten, das mit Aufwand verbunden ist, und das vielleicht nach dem 15. Tag, und man ist dann gleich so ein bisschen wie angeschlagen, oder? Und dann immer wieder das nicht, den Zusatzaufwand nicht scheuchen und den Chauffeur zu fragen, hey, könnten wir eine halbe Stunde früher gehen, könnte man dort zu diesem Aussichtspunkt rauf noch fahren und den versuchen mitzunehmen in die Leidenschaft und die Begeisterung, dass der das macht, weil er hat ja auch noch andere Jobs, oder? Die mussten ja auch gerne schauen, dass die Zelte abbauen sind, versorgt im Auto und dann wieder am neuen Ort aufbauen. Also, ja, dass man da nicht Leute behindert und gleich auch mitreissen kann, einen Zusatzaufwand zu nehmen. Und das hat der Michele genauso gehabt, der Fotograf wie ich. Und darum hat es dann schlussendlich auch die Geschichte gegeben.
Wir haben ja nachher eine Kinotournee machen, Taxa hat das dann organisiert und das war für mich auch einmalig gewesen, dass man da sein eigenes Machwerk mal auf einer Grossleinwand in einem gefüllten Kino, ich habe mich besinnen zu tun, im Rex, haben wir dort dürfen den Saal mieten und schlussendlich auch füllen. Das war wunderbar. Das war wirklich super eindrücklich. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin hier 2 Jahre lang am Tisch, am Schneiden und am Machen und dort nachher so eine Live-Reaktion zu haben, das ist natürlich schon einmalig. Herzlichen Dank auch an Alain Marti vom Kino Rex in Thun. Und er hat auch im Vorfeld uns da toll unterstützt mit Auskünften. Wir hatten Fragen zu Vertrieben, wie man das muss anpacken muss, dass das dann auch gut kommt. Und er hat da immer ein offenes Ohr für uns und hat uns so auch Entscheidungen erleichtert. Merci vielmals. Da haben wir so eine Kinotournee gehabt und das gipfelt jetzt eben mit dem Auftritt im Schweizer Fernsehen und das ist natürlich schon ein Abschluss. So wie es durch die Bluma mitteilt bekommen, ist es schon nicht die Regel, dass das Schweizer Fernsehen eher so auf Schweizer Fremdproduktionen zurückgreift. Einfach auch schon wegen Urheberrechtsgründen. Und es zeigt halt einfach, dass die Story offensichtlich gut genug ist, dass das hat mögen die Hindernisse, die da in seinem Weg standen, kann aus dem Weg räumen. Und da haben wir natürlich alle eine riesen Freude. Und dann möchte ich auch von meiner Seite noch eins danken, Lars und Rüdi, dann Michele, Ago, Giovanni, Fiore, come stai? Tutto bene? Bobby Gertsch von Nice Noise in Bern. Er hat mein Sounddesign genommen und es dann schlussendlich so aufgeklüpft, dass das so im Kino, im Fernsehen, für das Fernsehen funktioniert. Dann speziellen Dank an Alec und Andrea von Hals- und Beinbruch-Film in Zürich. Sie haben mir während der Entwicklung von dieser Geschichte immer wieder geholfen. Und sie sind natürlich Profis im Geschichten erzählen und da konnte ich mich immer wieder auf sie verlassen, zum Gegenchecken, bin ich auf der richtigen Spur. Und dann auch noch einen herzlichen Dank an Simon Steury, Regisseur, Autor von hier in Los Angeles. Er ist Mentor für mich und ich habe ihm auch unzählige Mal von unterwegs anrufen, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bekomme nicht die Aufnahmen, die ich gerne hätte. Und er als Regisseur hat mir da halt immer wieder aus der Patsche helfen und sagen, los, morgen, probier es so. Und last but not least, Andreas Hilkinger. Er war der Chef von B-Unit, also vom B-Kamerateam, und hat mir da immer wieder ausgeholfen, wenn ich selber nicht Zugang hatte, wenn ich mal wieder hier in Los Angeles war und ich Aufnahmen gebraucht habe aus der Schweiz oder Interviews aus der Schweiz, ist er da immer wieder eingesprungen und hat mich da auch aus der Patsche geholt. Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr reinschaut nächsten Sonntag und gebt mir Bescheid, wie ihr den Film empfunden habt, wie es euch gefallen hat. Und dann würde ich mich freuen über ein Feedback, wenn ihr allenfalls so Fragen habt dazu, wie man da konkret noch Sachen gemacht hat oder wie Sachen instand kommen. Einfach melden, sagen, schreiben, da nehme ich natürlich gerne Stellung und erzähle da aus dem Nähkästchen. Das mache ich sicher gerne. So, aber jetzt habe ich etwa genug geschnurrt. Ich laufe jetzt hier in dieser Hitze. Wir haben Pollenhitze, Sommer, das drückt nicht normal. Ich musste die Türen zutun, dass man draussen nicht Gaven hört, die Ferien haben und Zeug das rumschreien und spielen und Kerrenwogen durchgäseln. Man ist ja am Strand und muss ein bisschen Eindruck machen. Ja, item. Also, ich würde sagen, für all die immer noch zuschauen, merci vielmals für all eure Unterstützung. Ohne euch ging es nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Merci fürs Reinschauen. Tschüss.